Die Wirtshausstratege von Paul Münch. Man lernt nicht aus im Menschenleben, alsfort will man seine Bildung heben. Es han, der Geist gibt halt keine Ruhe und immer lernt man noch dazu. Und wenn man meint, man wär gelehrt und ausgelernt und ausstudiert, schwupp, wird schon wieder was erfunden, da hast du noch kein Dunst davon. Und hätt mein bester Kamerad noch voriges Jahr zu mir gesagt, ich prophezei das klipp und klar, dass du von heut ab übers Jahr in Taktik und in Strategie studierst und plauderst wie noch nie. Da hätt ich zu meinem Kamerad in aller Freundlichkeit gesagt, jo, halt dein Maul und mach keinen Stuss, sonst kriegst du nie auf dein Schnuss. Und heut, was Strategie betrifft, da kenn ich mich in dem Geschäft für ganz gewiss viel besser aus als wie der Kaiser Nikolaus. Ah jo, der Krieg, der bringt's einem bei. Da lernt man halt so allerlei, wo mancher in der Friedenszeit kaum weiß, was so ein Wort bedeutet. So kommt's, dass mehr im deutschen Land eine Masse Zivilstrategen haben, die wo im Wirtshaus hinterm Shoppen ganz verstellige Sprüche als kloppen und wann der Hindenburg sei Sache noch denne ihre Pläne det mache, ich glaub, dass dann des Russenheer schon längst in Lautra ankommen wär. Mehr Pelzermannsleit sind gehe, viel feinere Zivilstratege. Mehr sind halt in der Wissenschaft ganz kolossal gewissenhaft. So hemmer draus im goldne Leben ein tadelloser Stammtisch neben, ich und 3 gute Freund von mir. Da du mir obens als beim Bier die kühnste Feldzugspläne erfinne. Im Westen und in Russland hinne und ringsherum an der ganzen Wand, da haben wir Karte aufgespannt und jeden Grabe, jedi Sapp, die stecken wir mit Nodle ab und auf de Standplätz von de Truppe sind blaue oder grüne Duppe. Kurzum, es ist alles ganz genauso als wie beim Generalstab auch. Ja, mehr studieren halt die Zeitung, die glänzt Notiz hat er Bedeutung und selbst im großen Hauptquartier, da wissen sie nicht mehr wie mehr. Und war mehr hi und da ein neuer und großer Sieg als Prophezeier, dann is a sicher gleite no a feine Siegesnachricht da. Drum stehen wir a seit langer Zeit in großer Achtung bei de Leid und selbst die höchste Offiziere, die hen Respekt kret vor uns Viere, weil uns die allerschwerste Sache fast gar keine Schwierigkeiten mache. Von uns ist jeder a Genie in Taktik und in Strategie. Das heißt, die Arbeit, wo wir hen, die sieht sich manchmal leichter an, als wie sie is. Und dass nix fehlt, da haben wir uns schön eingeteilt. Und jeder hat nur ein Gebiet in Arbeit und Behandlung kriegt. Der Schösch zum Beispiel kennt am besten die Lage an unserer Front im Westen. Der Hermann von der Kaiserstraße, der hat die Sache am Balkan los. Die Alpen und das Küstenland, das hat mein Freund, der Ferdinand, weil der als schon in Friedenszeit in Emfort in der Alpe leit. Im Osten bin ich Spezialist und kolossaler Optimist. Die Taktik in Marinesache, die tun wir als gemeinsam machen. So ist die Strategie, Gottlob, bei uns ganz prima aufgehoben. Und wann als Pessimisten kumme und närgle, kneppere und brumme und molen so allerhand kohlschwarze Teufel an die Wand, dann red ich alles kein Wort dazu und führ sie bloß in aller Ruhe noch hinne in de goldne Leben an unseren schönen Stammtisch neben und tune alles schön erklären. Und wann sie uns so reden hören, dann wären sie an unserem Tisch als wieder lustig wie ein Fisch und sagen als, sie täten gäre a unserem Stammtisch angehören. Sie täten recht gut zu uns tauchen. Wir können aber keine mehr gebrauchen.